Warum lässt Gott das zu? Das ist unser Thema und ich denke, diese Frage haben wir alle uns in unserem Leben schon gestellt. Letzten Sonntag haben wir ja begonnen mit unserer Serie, wie können wir glücklich werden? Und wir haben letzten Sonntag miteinander betrachtet, dass wir als Menschen natürlicherweise durch unser Umfeld einfach Wege suchen zum Glück, wie Wohlstand, medizinische Versorgung und Ausbildung und all diese Dinge unser Leben ohne Zweifel verbessern, aber sie lassen uns Menschen am Schluss nicht wirklich glücklich werden. Und wir haben gesehen miteinander letzten Sonntag, dass der Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, der ist, dass wir uns auf die Suche machen nach einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und dass uns das wirklich zum Glück bringt. Oder Jesus, wie er es gesagt hat, ich bin gekommen, um euch das Leben und Leben im Überfluss zu bringen. Nun, heute geht es um dieses Thema, warum lässt Gott das zu? Und ich denke, wir haben es sicher schon in der Zeitung gelesen. Wenn irgendwelche großen Dinge geschehen, wo ist denn dieser Gott? Wenn Naturkatastrophen geschehen, Vulkanausbrüche geschehen, Wirbelstürme, Tsunamiwellen, Menschen werden zu Dutzenden, manchmal zu Hunderten oder Tausenden, gerade auch von Naturkatastrophen weggerissen, dann denken wir, hey, wie darf so etwas überhaupt geschehen? Wie ist so etwas überhaupt möglich? Und es hinterlässt bei uns ganz, ganz viele Fragen und nicht zuletzt, warum lässt Gott das zu? Und spätestens, wenn uns dann etwas so ganz privat und persönlich betrifft, dann bekommt diese Frage eine besondere Brisanz. Und wir spüren, hey, jetzt geht es einem als Labige. Wenn ich an die Geschichte zurückdenke, hier in unserer Gemeinde, als ich zum ersten Mal ein kleines Kind beerdigen musste. Bei den Eltern zu sein im Krankenhaus, das Kind stirbt nach 5 Tagen. Und die Eltern haben sich monatelang gefreut auf dieses Kind. Und dann stehst du da mit den Eltern am Grab und dieser kleine weiße Sarg steht vor dir und du denkst, wieso Gott? Wieso? Und ich denke an diesen Moment, als ich mit Eltern am Grab ihrer Tochter stand, die vor einigen Jahren Diagnose bekommen hatte, Krebs. Und sie hat die beste Therapie bekommen, die es gab. Menschen haben für sie gebetet, ja, die Gemeinde hat für sie gebetet. Und am Schluss stehe ich trotzdem da mit den Eltern, mit ihrem Ehemann und mit den 2 Söhnen. Und man bringt die Mutter zu Grab. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlen dann einfach die Worte. Mir fehlen dann die einfachen Antworten. Dann kann man nicht mehr sagen, kommt schon gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Und wir merken spätestens, welche solche Dinge ganz persönlich werden, betreffen sie uns. Und uns fehlen die Worte und wir stellen uns irgendwo die Frage, Gott, warum? Meine Großeltern in Deutschland, die hatten damals einen gut laufenden Hotelbetrieb und das war so die Nachkriegszeit, als viele Menschen zum ersten Mal wieder etwas Geld hatten und sich irgend so einen Erholungsurlaub leisten konnten, vielleicht eine Woche im ganzen Jahr. Und er und sie, mein Großvater und sie, haben diesen Hotelbetrieb geleitet, hatten 3 kleine Kinder und es gab alle Hände voll zu tun. Gastgewerbe ist kein einfacher Job. Hotellerie ist kein einfacher Job. Und eines Tages nimmt sich meine Großmutter das Leben. Und mein Großvater steht da mit 3 Kindern, mit einer Riesenaufgabe. Und es geht ja nicht nur um die Arbeit, die jetzt getan werden muss, sondern all die Fragen sind da. Warum? Was haben wir übersehen? Was hätte man anders machen können? Wo war Gott?
Und ich glaube, für ihn war es besonders schwer, weil er hat in der Zeit eine Kapelle gebaut und es gab damals noch nicht so bewegte und florierende Gemeinden hier wie hier im Bucheck. Und er hat selbst gepredigt, er hat miterlebt, wie Kranke gesund worden sind. Und seine eigene Frau nimmt sich das Leben. Und ich glaube, dann wird es irgendwo ganz, ganz schwierig, solche Dinge einzuordnen, solche Dinge zu verkraften. Und dann kommt die Frage wirklich irgendwo, warum Gott lässt du das zu? Hättest du es nicht verhindern können? Und irgendwo beschäftigt uns die Frage ja deshalb, weil wir irgendwo den Gedanken haben, wenn es der gute Gott gibt, warum handelt er dann nicht gut? Oder warum greift er dann nicht einfach ein zu unserem Besten oder so? Gott, wenn er wirklich liebevoll ist, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kann er doch nicht irgendwo wollen, dass das Leid irgendwo geschieht. Und ich weiß von Menschen, die sind an der Frage fast zerbrochen. Ich weiß von Menschen, die haben aus solchen Fragestellungen Gott den Rücken gekehrt und gesagt, hey, und wenn es ihn gibt, mit ihm will ich nichts zu tun haben. Es ist interessant, dass auch in der Bibel Menschen solche Fragen gestellt haben. Und ich denke, eine der bekanntesten Geschichten, die finden wir im Buch von Hiob. Und ich denke, es gibt keinen Menschen, der den Namen Hiob nicht kennt. Und dieser unschuldige Hiob verliert durch schwere Schicksalsschläge seinen ganzen Besitz, seine Kinder und schließlich auch noch seine Gesundheit. Und es heißt in der Bibel, dass Hiob ein absolut rechtschaffener Mann gewesen ist. Oder man kann sagen, also makellos. Also irgendwie, du konntest dem nichts vorwerfen. Er war ehrlich, die Bibel sagt uns, er war fair mit seinen Knechten. Er gab den Armen, er hat sich wirklich vorbildlich verhalten, hat für seine Kinder regelmäßig gebetet, hat sich eingesetzt für seine ganze Familie. Dem Mann war absolut nichts vorzuwerfen und die Bibel erzählt davon. Und wisst ihr, wenn wir heute Hiob lesen, lesen wir gleich im ersten Kapitel, warum diese Dinge geschehen sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, Hiob hatte keine Ahnung. Und er schaut zurück und stellt sich irgendwo die Frage, mein Gott, was habe ich irgendwo falsch gemacht? Und dann kommen seine besten Freunde und sie sagen, der Grund, warum du leidest, muss der sein. Du hast irgendwo dich versündigt gegen Gott. Es kann gar nicht anders sein als das. Und irgendwann steht dann Gott auf und sagt, wie könnt ihr es wagen, gegen meinen Knecht Hiob zu sprechen? Ihm ist nichts vorzuwerfen. Und der Mann bekommt keine Antworten auf das Warum nach seinem Leiden. Aber er spürt eines, sein Glaube wird getestet, sein Glaube wird geprüft, steht auf dem Prüfstand. Und wisst ihr, das Schöne ist, er hat in dieser Prüfungszeit seines Leides, er hat den Test bestanden. War nicht jeden Tag so, egal was jetzt geschehen ist, ich vertraue Gott, Gott ist ein guter Gott. Nein, er ist durch viele Fragen gegangen. Er ist auch durch ein gewisses Hadern für einen Moment gegangen. Aber weißt du was, am Schluss sagt Hiob, ich hatte dich, oh Gott, nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und er meint nicht, er hat Gott selbst gesehen, sondern er meint, jetzt habe ich, auch wenn ich dich nicht verstehe, Gott, ich habe erkannt, du bist ein guter Gott. Ich muss nicht alles verstehen. Und ich denke, die Bibel gibt uns sicher auch noch andere Hinweise, auch auf das Leid von Menschen. Ich denke an all die Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, die mir gesagt haben, weißt du Matthias, zum Glück bin ich ins Leid gekommen. Das manchmal runzeln wir die Stirne, wenn wir sowas hören. Aber weißt du, wie viele Menschen sagen, wenn ich nicht durch Leid gegangen wäre, hätte ich mir die Frage nach Gott gar nicht gestellt. Erst durch mein Leiden habe ich angefangen, wirklich nach einem Gott zu fragen, mich auf die Suche zu machen nach Gott. Und weißt du was, ich habe ihn gefunden. Ich denke immer noch an meinen lieben Freund Walti, er ist an unserem anderen Standort vor einigen Jahren gestorben. Reicher Immobilienbesitzer am Genfersee, große Villa gehabt.
und dann einen großen Finanzcrash erlebt und in seinem eigenen Privatflugzeug stürzt er ab auf einer Kuhweide und das Flugzeug schlittert durch die Wiese und in einen Stacheldraht hinein und der Stacheldraht bleibt so viel von seinem Hals stehen, hat das ganze Cockpit durchschlagen. Und er sagt, Matthias, dann bin ich verwacht. Dann bin ich verwacht. Und er sagte, Matthias, auch dass ich heute nicht viel Geld habe, ist alles egal. Ich habe das Größte gefunden. Ich habe Gott gefunden durch mein Leid. Nun, wir müssen auch ganz offen sein, wir können die Leidfrage in den einzelnen Situationen oft auch nicht beantworten. Wir können die Frage nach dem Woher, Wozu nicht immer wirklich beantworten. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn wir irgendwo da in einem guten Sinn kapitulieren können und sagen, hey, wir werden für manche Antworten auf unser persönliches Leid nicht finden. Aber weißt du was? Die Bibel sagt trotzdem, Gott ist ein guter Gott und er wird uns im Leid, wenn wir nach ihm suchen, nie im Stich lassen. Er wird uns durchtragen, er wird uns helfen, er wird uns zur Seite stehen. Und weißt du was? Und über allem steht die große Botschaft der Bibel, dass Jesus nicht nur gestorben ist und gelitten hat und mit uns fühlen kann im Leid, sondern in der Bibel steht die große Botschaft der Auferstehung von Jesus. Und dass eines Tages die an ihn glauben, mit ihm auferstehen werden. Das ist die Botschaft der Bibel, das ist die Botschaft, die uns Hoffnung gibt, die uns Zuversicht gibt. Nun, woher kommt denn aber unser Leid? Wofür fürchten wir uns oft in unserem Leben? Ich glaube, da gibt es anonyme Gefahren, die uns Tag für Tag bedrohen. Wir wissen nicht, wann sie kommen. Wir wissen nicht, wann kommt die nächste Finanzkrise. Ich habe nur gelesen, irgendwo die Finanzexperten sagen, sie wird kommen, wissen nur nicht wann. Oder wann wird die nächste Naturkatastrophe kommen? Wir haben ja einen Sommer erlebt, auch bei uns in der Schweiz, da ist die Hören und Sehen vergangen. Wir sind glimpflich in Zürich davongekommen. Aber wenn ihr da in der Käferholzstraße gewesen seid vor einigen Wochen, da hast du etwas gesehen, was geschieht, wenn die Naturgewalten freigesetzt werden. Oder ein schwerer Unfall. Wir haben es letzten Sonntag gehört in unserem Bericht. Man denkt nichts Böses und plötzlich geschieht es. Du musst nicht mal selbst schuld sein. Familienprobleme, die hineinkommen. Viele, viele Dinge, die auf unser Leben hineinstürzen können. Aber wisst ihr, das ist nicht die größte Gefahr, wenn wir die Geschichte der Menschheit schauen. Sondern die größte Gefahr, die ist nicht anonym, sondern die größte Gefahr ist immer dort geschehen, wo Menschen ihre Willensfreiheit missbraucht haben und wo Menschen großer und kleiner Natur, großer und kleiner Bekanntschaft ihre Willensfreiheit missbraucht haben. Wie viel an Leid geschieht und ist auf dieser Welt geschehen? Wie viele Hunderttausende von Toten hat es auf dieser Welt gegeben? Weil Machthaber, Könige, Tyrannen und Despoten ihre Willensfreiheit missbraucht haben und Menschen Leid zugefügt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in diesen Tagen, wenn ich die Dinge sehe, in Afghanistan, ich bin erschüttert, mir fehlen die Worte. Und ich frage mich, wie ist es möglich, dass Menschen in der Lage sind, zu so viel Grausamkeit, zu so viel Härte. Wie ist es möglich, dass Menschen am Wert des Menschen derart vorbeigehen und Frauen auf eine Liste setzen und sie als freiwillig bezeichnen? Wie ist der Mensch zu so etwas überhaupt fähig? Und wir sehen eigentlich in der Geschichte, dass das Allermeiste an Not und Elend nicht durch irgendwelche anonymen Dinge geschehen ist, sondern dass es durch Menschen gekommen ist. Seit es Menschen gibt, missbrauchen wir unsere Willensfreiheit für unsere eigenen Zwecke. Hass,
Krieg, Not, Tod. Und am Schluss, die Bibel sagt, durch den Missbrauch davon, auch eine ewige Trennung von Gott, sind die Konsequenzen und die traurigen Folgen davon. Und ich glaube, wir könnten die Liste, wie Menschen ihre Willensfreiheit missbraucht haben, unendlich fortsetzen heute Morgen. Und vielleicht hast du selbst in deinem eigenen Leben durch das, dass andere Menschen ihre Freiheit missbraucht haben, vielleicht selbst Leid erlebt, vielleicht selbst miterlebt, wie schwer es für dich geworden ist. Aber wisst ihr, wenn Leid kommt, egal was es ist, wir als Menschen, wir kommen dann so schnell in den Drive hinein, wir klagen Gott an. Anstatt dass wir uns die Frage stellen, hey, sind wir nicht selbst verantwortlich dafür, für so viel Leid und Elend auf dieser Welt? Wir Menschen ziehen dann Gott gerne vor den Richterstuhl. Wir klagen ihn an, wir machen Gott Vorwürfe. Anstatt, dass wir selber in den Spiegel schauen und uns fragen, hey, wie viel ist denn durch unser Leben geschehen an Leid, an Not? Schau, die Bibel sagt, dass in unserem aller Leben eine Kraft wirksam ist, in unseren eigenen Herzen. Jesus sagt es einmal so, aus diesem